Also ganz ehrlich Leute, ich habe nichts gegen Regen und so, ist alles wunderbar, aber das hier, das Gewittern, alles drum und dran, das ist schon ein bisschen heftig. Damit willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt, hier mit dem guten alten Hansi. Hansi? Ja. So, wir müssen ja hoch da und etwas für ihn pflücken oder suchen, wie auch immer, damit er wieder quatschen kann, scheinbar zumindest. Mal gucken, wie gut der springen kann. Scheinbar gar nicht gut. Ach ja, der gute alte Geralt. Das müsste eigentlich schaffen, wa? So, wie lange wird es so dauern, bis wir hier wieder auf neue Gefahren treffen? Dann haben wir einen Schutzschild aktiv. Okay, stimmt, so zum Testen noch. Weil ich den ja vor kurzem nach erhöht haben, letzten Level Up war. Oh oh. Das Gefühl, die Viecher sind stark, kann das sein? Scheinbar nicht so, aber der Schild hält sogar noch. Geil. Was war das gerade? Das wird irgendwie ganz seltsam aufgeteilt. Okay, das kann ich nehmen, aber das hier nicht. Hä? Seltsam. Oh krass, wie eine Art Fangstoß ausgeführt hat, wa? Okay, haben wir ziemlich gut zerlegt. Der Schild hält auch noch. Ich bin überrascht und vor allem freudig überrascht. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Ja, was auch sonst, wa? Springen ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Ich kann einen Pfeffer nehmen. Okay, Pfeffer hilft, das wundert mich ein bisschen. Naja, gehen wir so rüber. Will nicht unbedingt noch falsch ankassieren. Ich bin ja eh schon ein bisschen, naja, schwach auf der Brust drauf. Oh oh. Okay, nichts passiert. Tja dann, unser guter Hansi, wie sieht's aus? Hier. Schlängeln, Ringelflechter, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter, Pippe, Pflückprinz, Proximo, Pudrich, pfeffrige Punterpastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher, um Gefallen zu garnieren? Alter, wie der sich ausdrücken kann, das ist nicht schlecht sein. Aber was hat er da vor für eine Zungenbrecher mit dem Ps da? Alter. Ich mit einer Flasche, dann eine Frage. Ja, fragen wir das hier, wa? Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, ein Wirkling und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Ja. Kenne ich auch irgendwie aus anderen Spielen. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern. Wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren.
Defekieren? Und plötzlich ein Rums. So laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts. Jung, aschblond, ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem. Zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Mumen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Defekieren? Der ist jetzt stark, muss man unbedingt merken, ey. Alter, das Wort ist mir echt neu. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen. Und ich bin kein Flegel. Komm mit. Ja, Mann, es geht weiter. Geil. So, nochmal Schildaktivierung weiß er nie. Ich vergesse ihn immer gerne. Ah. Ja, zumindest mal so lange, bis ich das mit dem Kontern und Blocken und so noch ein bisschen besser drauf habe. Konter prinzipiell ja cool, funktioniert doch alles. Aber Kontern haben noch so meine Mühe mit dem Timing und generell das Blocken hilft ja nicht immer. Von dem her ist aber doch der Schild ganz nützlich. Verdammt. Naja, sollen sie mal kommen. Ja, die Ertrunkenen haben es schon drauf, das ist leider so. So, waren das alle? Ja. Kriege Erfahrungspunkte? Nö, natürlich kaum. Meine Rüstung, mein Schwert, alles voll im Arsch wieder. Naja. Was aber doch noch gut finde, ist, dass Geralt immer das richtige Schwert zückt. Gehen wir absichtlich zu langsam, oder? Ja, scheinbar schon. So, neuer Wegweisen noch. Sehr cool. Ja, dankeschön. Und schon sind wir da. Alter, was ein Sturm, ey. Die Luft ist rein. Keine Mume in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jagna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist. Hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Kein Dankeschön, Hansi, nix. Hansi ist ein guter Junge, aber die Herrinnen mögen ihn nicht, nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur.
Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag er nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau. Sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Nicht. Ah, ein Wunderpunkt. Blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genau so mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Niederwir erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwir wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch. Ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herren sagen, ich soll ihn dir geben. Den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Ja, nee, ist klar. Hey, Erfahrungspunkte, geil! Ja, trotzdem bringt es ja gerade sehr viel. Mal gucken, wa? Geht es vorbei? Sehr schön. Wie weit muss ich denn eigentlich jetzt gehen, bis ich dort bin? Na, nicht so weit. Herrinnen des Waldes. Okay, aber irgendwo einen Checkpoint hier noch in der Nähe? Nö, da muss ich halt einen Weg hier mit unserem guten Plötze ein bisschen abreiten, wa? Einmal links und zweimal rechts. Plötze hierher. Brav, Plötze, brav. Komm schon. So, gehen wir mal. Tschüss, Leute. Hui, hui. Mann, Plötze. Pff.
Ganz ruhig, Alter, ganz ruhig. Der Greifenkopf mit der rausgehenden Zunge. Ja, aber gibt ihm ein bisschen Bonus, das ist natürlich schon wichtig. Mann, ey. So. Besser viel, besser doch nicht. Ah, Steuerung, hilf mir. Hallo? Alter, hey, die ganzen... Und nicht mehr raus. Wow. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, allerdings, ey. Weiter so, Plätze. Hallo, Kamera, sehe nichts mehr. So, schon besser. Was ist hinter mir her? Was war das? Ein bisschen stark das Viech, war. Ja, fette Panik, ich hab langsam auch Panik. Oh, oh, scheiße. Eine Weibern, cool, sind wir hier bei Fire Emblem oder was? Ach du Scheiße, wo bin ich jetzt? Los, los. Du, geh mal, ja, tschüss. Ich glaube, sie sind noch ein bisschen schwach für die, wa? Mann, Alter. Was für ein beschissener Weg, ey. Also der ist definitiv nicht für Pferde gemacht. Puh, alter Mann. Hallo Gans? Aha! Hallo. Schönes Dorf. Ja, Eine Perle der Sümpfe. wenn du meinst. Und? Kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihnen gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle, da wurde es plötzlich mitten am Tag finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm, ein Bangen und Fluchen.
Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Ich unterschätze nicht so niemanden. Glaube zumindest. So, zuweisen mag ich wieder mal ein bisschen Feuerschaden, wieder kaum Hilfen. Falle bei so einem Viech war auch eher weniger. Ganz ehrlich, die Falle ist schon schön und gut, aber ich glaube, die bringt es mehr, wenn wir ein bisschen größeren Radius haben, aber bei mehr Gegnern. Schild, Druckwelle und halt der Feuerschaden. Die bringen es. Momentan zumindest noch. Ja, mal gucken, war das eigentlich noch weg. Ja, bin noch ein bisschen unterwegs, wa? Dazu wäre schon wegen die Weibern. Wo sie plötzlich hieß von wegen, ja, nachts und so, also plötzlich Tagtour wird es dunkel wie nachts, als wäre es, okay, Shenlong erscheint. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Plötzlich ist es ein bisschen ungünstiger. Hügel hier, so. Laufplätze! Neue Markierung. Sehr schön, sehr schön. Ja, man sieht es eigentlich trotz allem, dass wir mehr oder weniger die ganze Karte abdecken. Ich denke mal, die Hauptquest schon 80% vom ganzen abdecken, der Rest wird halt durch Sidequest geschehen, wa? Okay, Ertrunkene, seid ihr irgendwo? Die kommen sowieso immer wieder. Na, wo seid ihr? Ich sehe nichts, ich höre nichts. Interessant. So, plötzlich bleibst du mal hier, ist ein bisschen zu gefährlich, Kumpel. Und dann sollte man sagen, geht's ab, wa? Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Nette Stimme. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Von mir aus sollen sie. So, wer kommt da jetzt? Ein paar Wölfe oder wie? Wow, hab ich gar nicht gesehen. So, da noch einer. Eine Stimme kommt aus dem Baum. Tja, kann ich mal abfackeln, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt die Lösung. Wolfi, 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 Rolfi, na komm doch. Aus dem Baum, aus dem Baum. Ja, jetzt soll ein abfackeln. Ja. War toll. Irgendwo noch ein geheimer Zugang, war. Ja, irgendwie hört sowas, aber was ist denn das? Man, der Kreis ist hier, oder? Und plötzlich, da unten muss ich. Nein, muss das wohl doch das Vieh war.
Das wäre dann wohl die Mission, aber ja, eben erstmal das andere Viech. Das ist ja da unten, ja, ich sehe es auch schon. Dort hinten. Da brennt irgendwas. Das ist eine Art Händler. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh nein, ist auch noch hier. Okay, Leute, ich glaube, das wird ziemlich übel werden im ersten Part dann. Und ja, mal schauen, ob wir eine Chance dagegen haben. Oder ob ich doch wieder ein bisschen zu schwach bin für solche Biester. Bis dahin, ciao zusammen.